Ja, merci, Herr Präsident. Dann merci auch meinem Kollegen Minister, der schon ganz vieles gesagt hat. Ich will da einmal große Merci zu sagen. Merci an all die Leute, die während der Kanikül Terrain am Ersatz waren, an den Spitälern, an den Pflegestrukturen, am CGDs bei der Croix Rouge, an den Hilfs- und Pflegedenkster, aber auch alle konventionierte Partner, die im Terrain von den Leuten aktiv waren, die kein Dach über dem Kopf haben. Das ihrem Engagement an ihrem unermittellichen Ersatz zu verdanken, dass wir so gut durch die Kanikül gekommen sind. Und ich kann Ihnen klar sagen, der Plan Kanikül, so wie lo besteht, hat funktioniert. Aber dabei können wir nicht belosen, wir müssen Lehren sehen aus dem, was wir hören haben im Terrain, was wir noch besser können machen, und das werden wir auch machen. Weil froh ist nicht, ob ein nächstes Fall könnt, mit froh ist, wenn nie dazu könnt. Auf jeden die Brief zu machen, sind selber in Spitäler gegangen, und mit den Responsablen geschwatzt, für zu gucken, wo sie Schwierigkeiten hatten. Und als Konklusion ist klar, was Personal an der Organisation angeht, da sind wir ganz gut aufgestellt, respektive nicht schlecht aufgestellt. Aber da, wo wir nicht gut genug aufgestellt haben, das sind Gebäulichkeiten. Und Herr Gürgen hat schon gefragt, was wir dann da machen. Wir haben am die Brief festgehalten, dass wir kurzfristig Mesuren haben, die ganz sehr können im Gesetz sind. Mittelfristig Mesuren, wo man muss planen, wo man muss Budget ausschaffen, wo man muss gucken, wenn die war am existant kann gemacht gehen. Langfristig, das sind die neuen Gebäude, die sind sowieso geplant, dass eine Killung da ist, dass die nötige Räume da sind für aufzukillen. Da haben wir Männer Probleme. Was kann ich ganz kurzfristig machen? Da sind Leute ganz kreativ gehen im Terrain, um Niveau vom Personal für bessere Konditionen zu schaffen. Die Räume, wo eine Klimatisation besteht, sind benutzt gehen für Pausen zu machen. Sie konnten an der Kleidung, sie konnten Möglichkeit für Milchkleidung zu drohen. An die Seite, wo Sonnenausstrahlung kommt, sind sie mit Filmen aufgedeckt gehen. Und wir sind dabei, für zusätzliche Klimatisationsgeräte anzuschaffen, für, dass die an alle Spitäler können Dispatch gehen, an Spital dezidiert dann, wo die Plätze sind, wo es am urgentesten ist, die hinzustellen. Und all die Mesuren betreffen aber nicht nur die Spitäler, weil wir haben eine Nationalstrategie, einen nationalen Plan für all unsere Gebäude mehr klimaresilient zu gestalten. Also besser unterstützt und extrem Widerlagen an den Konsequenzen vom Klimawandel anzupassen. Und wir werden durch die nötigen Summen investieren, für das, was dafür gesehen ist, auch geschieht. Und noch einmal, das gilt nicht nur für die Spitäler. Wir haben das am Regierungsrat diskutiert, und mit den anderen Ministerien dispatcht. Das gilt gerade so, wie viel gesagt, für die Strukturen von ELA-Leuten, für die Schulen und auch für die Flüchtlingsstrukturen. Bei Neubauten sind wir, wie gesagt, schon auf dem Weg, aber bestehende Gebäude müssen wir zusammen mit den Gemengen, mit den betroffenen Akteuren gucken, was möglich ist. Herr Präsident, ein Höchstfall trifft nicht jederin auf dieselbe Manier. Es gibt Leute, die viel stark ausgesetzt sind, die muss schützen, die keine Wohnung haben, wo sie sich zurückziehen können, und die keine Möglichkeit haben, einfach einen Raum aufzukillen. Und da sind wir dabei im Samus Sozial, wo der Minister Hahn gesagt hat, soll ich kurz darauf eingehen. Ja, Samus Sozial ist eine Möglichkeit, aber nicht nur Samus Sozial an der Kanikül. Samus Sozial ist schon wie lange angedacht. Also am Kader vom Drogendeschrem modalisiert gehen. Wir sind Prat, Kamionett aus Prat, und haut das eine erste Reunion für zu gucken, wie den Konzept soll umgesetzt gehen. Und da werden wir den nächsten Tag darüber kommunizieren, wie den dann aktiv geht, und wo den detailliert en place gesetzt wird. Und die Sitz sind relativ überzeugt davon, dass wir gut funktioniert tun. Nach eng sagt, die Mortalität hat Madame Bernard ugeschwart und dann nach Krisenzellul, die Madame Bofferding ugeschwart hat. Mortalität, ja, natürlich, die erwarten, ob dazu kommen, wir haben qualitativ Zahlen noch nicht zur Verfügung, wir müssen quantitativ Zahlen. Das heißt, 12 von den Zertifikaten DC Schengen liegt erreicht zu sehen an den Wochen, wo es mehr warm war. Wir schon auch just die Zahlen, dann nicht die von den anderen Wochen. Das heißt, wir müssen da gucken, die ganze Mai, die ganze Juni, eventuell die ganze Juli, für wirklich rauszufinden. Also die allgemeine Tendenz, dass man mehr DC haben oder just ein
Passagiertendenz. Und dann, auch wenn man Medizin haben, muss als Zertifikat DC geguckt gehen, was hat ein Dr. Lob geschrieben, für was ist die Person gestorben, geht es in direkte Lehre mit der Kanikül oder nicht. Das ist die qualitative Exploitation von denen Donnerien haben wir nicht, mir just die quantitativ. Und ich werde darüber kommunizieren, sobald wir sie haben. Dann ob froh, für was keine nationale Krisenzelle zusammenkommen ist, dann war das auch da klar, weil es nicht nötig war. Cellule d'évaluation des risques d'intempéries und d'inondation hat Situation permanent in der Kontrolle. Kriterien waren nicht erfüllt, für eine Cellule de Crise anzusetzen. Als Spitäler waren zu keinem Moment überlastet, wir hatten alle Momente ob man 200 Betten zur Verfügung. An Urgenzen sind wir von einer Moyenne von 730 Passagen auf 750 Passagen gegangen. Das ist ein Haus, ja, aber es war keine Krise. Wir waren zu keinem Moment in einer Situation, wo die Versorgung vom Land auch Gefahr war. Herr Präsident, Herr Marquez hat recht, wenn er sagt, das Hutzwahl war ein Stresstest. Aber sie hat gewissen, was funktioniert hat, mir auch da, wo man muss nachlesen. Und das wollen wir erst, und wir werden das machen. Merci.